Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal Feldwalzen on Tour. Ich bin die Feldwalzen und am Anfang zeige ich euch gleich einmal, wo der raue Kulm ist, über den das Video ist. Und ja, da tun wir gleich mal weiter, würde ich sagen. Schalten wir mal um. So, da haben wir jetzt einmal Deckendorf. Da ist Deckendorf. Da mal als Orientierung kann man bei Google Maps dann einklatschen. Ja. Und da herum, zack, wo das Rote jetzt ist, das mini kleine Ding, da ist der Parkplatz, da sollte man sein Auto hinstellen. Wenn man dann in Google das sucht, dann sagt man ja gleich, beschweren sich schon ein paar Leute, ja, der Parkplatz ist nicht mehr so in Ordnung. Ja, stimmt. Aber man muss ja sagen, das Hotel jetzt da daneben, das ist schon jahrelang nicht mehr wirklich betrieben. Also das steht zwar noch da, aber ich habe keine Ahnung, das ist so ein Lost Place vielleicht. Ja. Der Felix das Video schaut, dann kann er vielleicht mal vorbeischauen. Ja, wie gesagt, da ist halt nicht mehr viel los oder gar nichts mehr. Und dementsprechend schaut auch der Parkplatz aus, ist ein Privatparkplatz. Wenn man jetzt da sagt, da hat man zwei Löcher drin, da sehe ich gerade, da steht tatsächlich mein Auto dort. Bist du deppert. Da sieht man, dass ich da überhaupt nicht oft dort bin. Also weiter hier vorne da, auf der Seite da, wenn man sieht, ja, wo ich mit der Maus bin, ich hoffe, man kann das ein wenig so erkennen. Da ist ein besserer Parkplatz, der ist geschudert und das Ding ist kein privater, sondern ein öffentlicher Parkplatz für Wanderer. Man beginnt da herunten, man geht praktisch da außer. Ich muss aber wieder da rumschauen, sonst weiß ich nicht, wo man anfangen. Da geht man außer und dann geht man den Weg da auf und nicht da einen Kellersteinweg auf, ja, sondern da am Feldweg entlang 4. So geht das Ding los. Das geht relativ schön mit dem Kinderwagen etc. oder mit Leuten, die wo jetzt halt noch wirklich gut zu Fuß sind, kann man den Weg gehen bis auf. Das Problem wird dann werden zum Aussichtspunkt, da muss man ein bisschen kraxeln, also so ein bisschen, ja. Und da wird es dann, wenn man Steckern hat, schwierig oder mit einem, sagen wir jetzt einmal, gehandicapt mit dem Rollstuhl geht es dann auch nicht mehr. Aber den Rest vom Weg kann man tatsächlich, der Schirm mit dem Ding wird zwar ein bisschen heftig, also, aber mit dem Kinderwagen, das war ein bisschen geländetauglich ist, geht. Da geht man dann auf und dann, wenn man wirklich einen Kinderwagen hat, sollte man den gleichen Weg wieder zurückgehen. Wenn man zu zweit ist und gut zu Fuß ist, dann kann man den Rundweg gehen. Das ist der Wanderweg 2. Das ist also ein rundes Emblem mit einem Zweier drin. Rund heißt beim Wandern immer Rundweg, ja, drum Kreis. Wenn es viereckig ist, ist der Hauptwanderweg und dann kommst du dann irgendwann in der Tschechei raus. Also da geht nichts rundum, da rennst du dann ganz schön weit. Ja, also wie gesagt, das ist der Parkplatz und dann den Weg da aufgehen. Das Video, das geht ungefähr da in der Kurve los. Es ist eh nicht weit, wenn man sagt, ja, aber da geht das Video los, weil da haben wir dann entschlossen, dass ich ein Video mache. Jetzt habe ich am Anfang nur fotografiert, ja. Und wie gesagt, da ist dann der Wegweiser, wo es geht, 3 Kilometer zum Raum Kulm. Wenn es den Rundweg gehst, der hat ungefähr 7 Kilometer, hört jetzt vielleicht für den einen oder anderen viel an, hin und her, über den gleichen Weg kann das 6. Ist aber recht schön zum Gehen, es treibt dann keinen und wenn sie schafft, schafft es tatsächlich ja jeder. Bin ich jetzt halt nicht unbedingt so gut zu Fuß. Ja. Und da ist dann der raue Kulm, da sieht man es dann eh. Foto, ja, jetzt nicht von mir. Ich glaube ich gar nicht sagen, der Datenschutz, wurscht. Aber wenn in Google drin ist, wird es wurscht sein, aber bei mir im Video ist es nicht. Aber da ist der Aussichtspunkt, da kann man ein schönes Foto machen. Das werde ich dann auch, ja, seht es dann eh im Video. Also lange Rede, kurzer Sinn. Habt Spaß dabei und packen wir's. Servus, grüß euch und habe die Ehre zu einem neuen Video Feldwalzen on Tour. Heute bin ich am rauen Kulm. Wie man sieht, da hinter mir, das ist ein wenig so ein Steinerhaufen mitten am Bugelum. Man kann da relativ gut spazieren, auch mit ein bisschen mehr dran. Man schwitzt zwar ein bisschen, aber es ist ganz gut. Start ist, ja. Und es ist, wie soll ich jetzt sagen, teilweise Feldweg und teilweise ein bisschen so durch den Wald durch. Wenn man eine Ruhe sucht, ist das Optimale als Pärchen mit der Familie, wenn man nicht gerade einen Kinderwagen hat, dann kann man da wunderbar aufgehen. Also auch für ältere Herrschaften ist das was. Oder ein wenig besser Beleibte mit den Gehsteckern, geht das wunderbar da auf. Bei dem Weg da rauf, da zeige ich euch, wie es ausschaut. Das Ambiente oder sagen wir mal das Naturfeeling, was man da rauf hat, weil man ist da in einem, ich habe gelesen,
Naturwaldreservat. Ja, also alles, was da umfällt, ganz grob erklärt, bleibt auch liegen. Ja. Wenn es das Käfer zusammenfrisst, der freut sich, weil ja, es tut ihm keiner das Essen davon. Ist tatsächlich so. Wer sich das dann genauestens anschauen möchte, der sollte bei Google mal nachfragen, Naturwaldreservat. Ja. Aber wenn man sieht auf die Videos, es liegt alles umeinander, das fällt so, aber es bleibt auch liegen, es wird nichts zusammengerammt. Folgedessen war es auch gescheit, wenn jetzt einer da mal sein Geschäft verrichten muss, sein Klumperz wieder mitzunehmen, weil wenn man so ein Heisel hat und hinter so einem Heisel ist, ja, dann ist es dann nicht so schön. Ja, also wenn einer sein Klumperz überlegen lässt, sprich Tempos etc., dann soll das vielleicht dann doch irgendwie einbackeln oder einen Spatenstich machen und das Zeug eingraben, dass der Nächste nicht reintatscht. Weil es einfach auch nicht schön ausschaut. Braucht es nicht. Ja, geht anders da. Ja, dann würde ich sagen, dann schauen wir uns einmal das Video an. Es gibt natürlich wieder mein Soundtrack dazu, der ist dann für Mitglieder oben zum Laden bei meinem Kanal. Und ja, das war's dann. Servus, bis zum nächsten Mal. Dann sagen, packen wir's mit dem Video. Hoch oben steht der Augekulm, ein Ort der Mythen, still und stumm. Ein Ritter mutig, mit Herz so rein, versteckte seinen Schatz tief in den Stein. Oh, rauer Kulm, Hüter der Nacht, der Schatz bleibt verborgen, niemand wacht. Nur der Reine im Herzen, der kann ihn finden, in Wäldern und Höhen, wo die Träume verschwinden. Durch dichte Wälder die Wanderer ziehen, folgen den Spuren, doch niemand kann fliehen. In finsteren Höhlen, wo Schatten verweht, flüstern die Bäume von Geschichten, die stehen. Oh, rauer Kulm, Hüter der Nacht, der Schatz bleibt verborgen, niemand wacht. Nur der Reine im Herzen, der kann ihn finden, in Wäldern und Höhlen, wo die Träume verschwinden. Wenn die Abenddämmerung den Himmel küsst, erwacht der Kulm und das Geheimnis flüstert. Die Sterne leuchten, der Mond ist Zeuge von einer Suche, die nie vergeht. Oh, rauer Kulm, du Hüter der Nacht, der Schatz bleibt verborgen, niemand wacht. Nur der Reine im Herzen, der kann ihn finden, in Wäldern und Höhlen, wo die Träume verschwinden. Wenn die Abenddämmerung den Himmel küsst, erwacht der Kulm und das Geheimnis flüstert. Die Sterne leuchten, der Mond ist Zeuge von einer Suche, die nie vergeht. Oh, rauer Kulm, du Hüter der Nacht, der Schatz bleibt verborgen, niemand wacht. Nur der Reine im Herzen, der kann. So, und wenn man es dann geschafft hat bis zum Gipfel Kreuzal rauf, ja, dann kann man das mit seiner Frau oder mit seinen Lieben ganz in Stille genießen. Da haben fast keine Touristen nicht, das ist ein wenig so ein Insider-Tipp da rauf. Man sollte vielleicht nicht gerade am Wochenende gehen oder am Feiertag, weil da wird es dann ein wenig, ja, schon ein wenig voller, weil die Hiesigen halt dann da auch umeinander hupfen oder halt dann auch viele Touristen. Aber wenn man so ein wenig unter der Woche geht, wenn man dort Zeit hat, dann ist das echt ein schlauschiges Plätzchen und ist auch nicht in jedem Touristenführer drin. Ein paar Meter weiter ist der Hirschenstein, den kennt dann auch jeder. Aber da auf dem rauen Kulm geht fast keiner, weil jeder auf den Hirschenstein umgerumpelt. Also wenn so einer ein wenig Stade haben möchte, dann darf ich das sehr ans Herz legen. Das Dorf geht, ist auch nicht ganz so anstrengend und man wird, wie man sieht, mit einer super Aussicht über den Geiboden belohnt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus. Hüter der Nacht, der Schatz bleibt verborgen, niemand wacht. Nur der Reine im Herzen, der kann ihn finden, in Wäldern und Höhen, wo die Träume verschwinden.